Hallo zusammen, du hast Klitus von Crown Crew. Es ist jetzt keine Ahnung, kurz vor der 11 und ja, ich denke, das Video wird auch erst nach Mitternacht oben sein. Aber ich wollte heute schon noch eins machen. Bin ein bisschen müde, aber das hält mich nicht davon ab. Was wir hier sehen, ist mein zweites PS3-Gameplay, wo mir eigentlich noch gut ist gelungen. Und es hat mich gefreut, natürlich mit den Jungs zu zocken. Die Gegner haben wir richtig schön verrebelt. Was will man mehr? Für die vielleicht schon die YouTube-Seite gesehen haben, morgen wird man ja gezwungen, aufs neue Design zu wechseln. Finde ich wirklich ganz allein die Scheiße. Mir ist zwar bewusst, was sie vorhaben mit diesem Konzept. Sie wollen einfach das Ganze eigentlich auf allen Plattformen ähnlich aussehend machen und mit dem neuen Design ist es natürlich auch gerade auf mobilen Geräten und so einfacher zu navigieren. Ja, ich denke, es geht so ein bisschen auch in die Richtung. Und es wird auch noch Gründe haben, die sich mir nicht erschließen, aber das ist egal. Die Jungs von einem Team haben sich hier schnell ein bisschen Zeug gelegt von gestern auf heute und hier einen schönen Hintergrund hergeklatscht, der mich definitiv zum Schmunzeln gebracht hat. Also wirklich, ja, mal etwas anderes und gar nicht immer so mit Ballern und Mannsgöckeli, die reinpfeifeln, sondern mal ein paar Nanos oder Minions oder was auch immer das sind. Und das ist noch nicht ganz finalized und wird auch nicht für immer so bleiben. Darum die jetzt das aus mir nicht erkennbaren Gründen nicht sollten mögen, oder denen, wo das nicht so gefallen, besser gesagt, ja, kann ich in dem Sinn sagen, halt die Fresse und schaut es gleich an. Nein, Müdigkeit übermannt mich fast ein bisschen. Heute gehe ich auch ein bisschen früher ins Bett als normalerweise. Aber das ist jetzt hier natürlich nicht das Thema, wenn ich ins Bett gehe, sondern es geht mehr darum, dadurch, dass ich in den letzten Tagen auch ein bisschen auf der PS3 eben auch mitgezockt, hat mich einerseits sehr gefreut, mal mit euch zu spielen. Es ist zwar qualitativ nicht ganz so cool gewesen, zum zusammen texten, was ich äußerst schade finde, aber ja nu. Hat ja auch einiges mit dem Swiss besprochen. In den letzten Tagen, gestern auch noch mit dem Blog. Und ja, es ist eigentlich folgendes rausgekommen, weil der Swiss jetzt ins Militär muss nach Schmenti, die arme Sau. Also schon mal alles Gute. Von meiner Seite auch natürlich. Hat sich der Blog eigentlich angeboten, hier ein bisschen zu unterstützen. Crown Crew und mich auch. Und das so ein bisschen zu übernehmen in der Zwischenzeit und der Swiss auch ein bisschen zu entlasten. Wir haben hier einiges diskutiert, haben einiges mitbekommen. Und ja, gerade dadurch, dass ich in den letzten paar Tagen eben auch informiert habe, dass ich jetzt auch auf der PS3 anzutreffen bin, hat es scheinbar extrem zugenommen. Leute, die einfach das Clan-Tag schnell rein tun, CRWN. Ich meine, wir kennen es auch immer noch vom Dead Smoke Video, wo er das Pump Clan-Tag vom Janshi drin hat. Und ja, es gibt immer so Möchtegans und Fanboys und vielleicht sind es ja Leute, die auch gerne möchten dabei sein, die halt vielleicht auch den YouTube-Channel cool finden, alles zusammen. Aber zum Teil ist es nicht so glatt gelaufen, wie kommuniziert ist worden. Zum Teil sind auch schon nicht so anständige Umgangsformen vorhanden. Und gewisse Leute, keine Ahnung, pushen es aber scheint ein bisschen zu weit mit wollen gewinnen und so. Weil, wie gesagt, wenn man zusammen spielt, ist die Chance in meinen Augen höher, dass man gewinnt, wenn man ein bisschen koordinieren kann und wenn man sich Mühe gibt, kann das so etwas werden. Aber es kommt halt gleich auch immer noch auf einen Eignungsskill drauf an. Und dann, wie gut das gegnerische Team ist. Und dann wird man zum Teil überrannt. Und klar kann das frustrierend sein, aber es geht dann nicht darum, dass man dort irgendwie durchdreht und so und einfach wirklich auf den Sieg aufdrückt und alles. Denkt dran, wir sind kein Clan. Die dann ums Verrecken in dem Sinn durchdrehen und so, sollen probieren, ein paar Gleichgesinnte zu finden innerhalb der Crown Crew. Und wie das der Swifty hat aufgezogen auf der Xbox,
mit einem Search-and-Destroy-Team, dass man auch so etwas macht, weil so kann man dann auch eben effektiv zusammen ein bisschen trainieren oder was auch immer nötig ist, um die Leute dann happy zu machen, wenn es darum geht, dann die Games zu gewinnen. Weil eben primär, wir sind eine Community und ich werde das noch manchmal sagen und es geht primär zum zweiten Mal um den Spass. Und eben, es ist geil, wenn man gut zusammen spielen kann, wenn man gut zusammen spielt, wenn es gut läuft, wenn man gewinnt. Aber einfach den Spass nicht aus den Augen verlieren, weil ich will das nicht predigen. Aber mal ganz ehrlich, momentan ist Menge angeschissen, weil zusammen 3 irgendwie schon nicht mehr so Spass macht, wie vorhergehende Call of Duties, um die Zeit definitiv noch gemacht haben. Ich meine, keine Ahnung, ich habe das Black Ops wirklich fast ein Jahr lang gespielt und andere können genau die gleichen Geschichten vom MW2 und früher erzählen. Ja, das passt eben schon und irgendwie ist dort die Luft schon ein bisschen draussen. Die neuen Maps scheinen es auch nicht gross zu ändern, obwohl jetzt die grosse Masse nächstens auf der Xbox die neuen Maps für 1200 Microsoft Points, glaube ich, kann kaufen. Und das wird vielleicht noch ein bisschen neuen Schwung bringen, aber ich glaube es nicht, weil ich meine, ich habe einfach primär Spass in letzter Zeit, wenn ich so etwas anderes ausprobiere. Und in diesem Game vielleicht ist es noch aufgefallen. Ich habe versucht, von jedem Gegner, den ich runtergeschlitzt habe, seine Waffe aufzunehmen und ein bisschen mit deren noch zu spielen. Und mal gelingt mir das besser, mal schlechter. Aber ja, so lockere ich für mich das Spiel auch ein bisschen auf, indem dass ich auch ein bisschen mit Waffen spiele, die ich vorher nicht so probiert habe. Dann ist es wenigstens noch ein bisschen etwas anderes. Da hat jeder eigentlich seine eigenen Ideen und da kann man vielleicht auch mal zusammen etwas ausprobieren. Aber alles auf der Basis vom Spass. Jetzt muss ich schnell etwas saufen, sorry. Ja, leck du mir. Also, das wäre eigentlich noch wichtig zu sagen. Und weil im Moment bei PlayStation 3 auch ein unkontrollierter Zufluss von neuen Mitgliedern irgendwie herrscht und sich eben viel für Crowns ausgeben, ist ab heute ein Stopp bei der PlayStation 3 Crown-Member. Ich hoffe, das habe ich langsam und klar und deutlich genug gesagt für alle, die jetzt das gegebenenfalls sich überlegen. Es ist nicht so, dass wir etwas gegen euch haben, die gerne noch reinkommen möchten, sondern auf der PlayStation 3 haben wir überhaupt keine Kontrolle. In keinster Form. Auf der Xbox ist wenigstens, dass man nur zahlen für die Namensänderung. Das ist eine kleine Hemmschwelle und ich versuche natürlich schon mit jedem kurz das Gespräch zu suchen. Auf der PlayStation 3, es ist, ich erlebe es selber auf der Xbox und auch mit dem ganzen YouTube-Zeug eine aufwendige Sache, das Ganze zu machen. Und darum habe ich auch nicht die Erwartung, weder an Swiss noch an Howie, dass sie das auf dem gleichen Level machen. Und es ist zum Teil zeitlich halt auch gar nicht drin. Das ist einfach ein Fakt. He? Und dadurch ist es vielleicht auch ein bisschen außer Kontrolle geraten, weil eben die Kontrollmechanismen fehlen. Ich meine, PlayStation ist komplett offen, man wird zugespammt von Nachrichten. Das kann man nicht einmal deaktivieren. Und dann ist es so, dass die Leute die ganze Zeit nachjoinen, ob man das will oder nicht. Und wie beschissen ist das im gegnerischen Team, Crown zu haben, Mann. Erstes Mal rotzt ist immer irgendwie halt der Kollege von der Crew ab. Und andererseits, wenn dir etwas Gutes gelingt, heisst es dann plötzlich irgendwie, wenn du das Video zeigst, man hat boostet oder irgendwie der im gegnerischen Team hat gekauft oder so Scheiße. Das will kein Sau sehen, Mann. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Und von dem her ist das mit dem Nachjoinen nicht so cool, ausser man macht das ab oder so. Ich meine, auf der Xbox haben wir ja auch schon 6 gegen 6 gespielt und so, da ist das etwas anderes. Aber so möchte ich das eigentlich nicht mehr, dass das passiert. Und ja, ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen dran. Und es ist nämlich noch nicht fertig. Damit die bestehenden Crowns, die jetzt auf der PlayStation 3 sich einigermaßen hervorheben können aus dieser Menge raus, haben wir die Idee gehabt, dass ihr gleich ein neues Profil erstellt, X-Crown X, und dann halt ohne Abstand euren Namen, den ihr gerne hättet. Und ich weiss, für euch ist das richtig beschissen, ihr verliert eure äußerst wertvollen und super geliebten Trophäen. Und keine Ahnung, eben die für Elite gezahlt haben, sind die Verarschten. Das sehe ich eigentlich als grösstes Problem, weil ein paar haben es schon gewechselt, für die war es kein Stress gewesen, und das respektiere ich sehr. Da bin ich in dem Sinne auch dankbar für die Loyalität. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die halt schon irgendetwas gezahlt haben, so ein bisschen verarscht sind. Aber ihr könnt ja jederzeit zu diesem Account zurück, und wenn ihr als Crown unterwegs wollt sein oder so, nehmt ihr halt
X-Crown X-Namen-Ding und sonst spielt er halt mit diesem. Und das soll jetzt auch nicht eine Aufforderung sein, mit einem anderen Namen halt irgendwie hohe Scheiße zu bauen und dann mit dem Crown der Scheinheilig rauszuhängen. Sondern halt einfach mehr die Möglichkeit ein bisschen probieren, was man auf der PlayStation 3 machen kann. Weil wie gesagt, Kontrolle ist extrem schwer. Auf dem PC und auf der Xbox haben wir diese Problematik im Moment zum Glück nicht so. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe gesagt, es können alle mitmachen und ich möchte auch für alle eine Plattform bieten. Aber wenn es aus der Kontrolle scheint zu geraten, dann ist es eigentlich sinnvoll, dass man dem erst mal eine Regel vorschiebt. Und das kann dann sein, dass man das wieder ein bisschen lockert. Es wird eh noch die Möglichkeit geben, dass Leute auf der PlayStation 3 joinen können, aber vielleicht einfach solche, die man mal kennenlernt oder so, wo man mal ein paar gute Games hat, mehr in dieser Richtung. Und nicht einfach jeder, der anfragt, kann mal mitmachen und eben auch die ganzen nachmachen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Gebt mir mal Bescheid, was ihr davon haltet, sei es jetzt hier in den Kommentaren oder halt im Forum. Der Link ist sonst unten in der Beschreibung. Merci fürs Zuhören und schönen zusammen.